Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Rainer hat heute Mittag einen Streamer gemacht. Und er hat gezockt. Das ganze Ding hat über eine Stunde gedauert. Wir allerdings schauen uns die Zusammenfassung beim Ranger an. Die dauert 6,5 Minuten. Wisst ihr, wie großartig der Streamer war? Ich habe mir den vollen Scheiß gegeben. Fast komplett. Ist wirklich nicht viel Fleisch dran gewesen. Es gibt noch ein paar Sachen. Wenn ich es nicht vergesse, komme ich dann noch am Ende dazu. Ich habe mir hier die Zusammenfassung auch vorher schon gegeben. Das Wichtigste ist drin. Genau. Und deswegen, da ich sagen, der mal nicht lange umeinander und geben einer in Rainer. Was ich sagen wollte, hier, er spielt hier Metal Health Singer. Er schaut offensichtlich meine Videos nicht. Sonst wüsste er, dass er ein Metal-Verbot hat. Also so ein Spiel, da musst du im Takt irgendwelche Viecher schnetzeln. Das ist im Endeffekt Doom, nur dass man es auf den Takt der Musik spielt. So in der also den Eindruck habe ich von dem, was ich jetzt hier gesehen habe. Das sich nicht, und es wird auch wohl sehr lange dazu kommen. Es wird wahrscheinlich sehr lange dauern, bis wir den nächsten Stream machen. Ich kann euch das leider nicht vorher versprechen, aber jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Wie gesagt, das ist ein Rhythmusspiel. Ich habe es gerade schon mal gestartet. Er hat sich jetzt hier am Anfang, um das nochmal zu sagen, er hat sich jetzt hier am Anfang erstmal gerechtfertigt wieder, dass kein Streamer gekommen ist für so lang und das wahrscheinlich auch jetzt wieder länger braucht bis zum nächsten Streamer. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das was da los ist, ob da jetzt Marion mal aus dem Haus war oder so und deswegen hat er gesagt, hier wird gestreamt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Früher hat er angekündigt, was er alles macht, jetzt kündigt er schon mal vorhin an, was er alles nicht macht. Ist auch geil. Also ich habe es ganz neu runtergeladen vor 20 Minuten, habe es dann mal kurz gestartet und mal kurz reingeschaut, um mal ein bisschen reinzukommen, zu wissen, wie es funktioniert und zu schauen auch, ob die Grafik gut passt, weil ich einen neuen Bildschirm und alles habe. Und jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal kurzerhand an. Ja, auch schön. Rainer hat sich einen neuen Bildschirm gehabt. Später sagt er auch irgendwie eine Maus und eine Tastatur, hat auch eine neue. Scheint so, als wäre die Kohle vom Ranger-Verkauf am Stissel und die muss natürlich unter die Leute gebracht werden. Das ist ja klar, Rainer könnte ja zum Beispiel mit dem Geld, was weiß ich, schauen, ob er irgendwo eine Wohnung findet oder tatsächlich mal ins Ausland fahren, um ein bisschen Ruhe zu kriegen oder nee, Rainer denkt sich, ja, sau cool, ich sitze hier ja gemütlich im Keller und da habe ich wieder Kohlen auf dem Konto. Ist ja schön. Gleich mal wieder rauspulvern. Was mit seinem alten Scheiß passiert? Er hatte doch einen neuen Bildschirm, oder nicht? Aber wir wissen natürlich auch nicht, wo sein altes Setup ist. Ob er das verkauft hat oder ob er es... Ich weiß es nicht. Aber Kohlen werden wir schon wieder wie Kamelle aus dem Fenster geschmissen. Ich fange natürlich mit dem Tutorial an, damit jeder weiß, wie das Ganze funktioniert. So, ihr seht schon hier in der Mitte kommen immer so die so Sachen rüber von links und rechts. Und das ist quasi immer der Takt. Ich bin schon wieder völlig gaga. Ich muss jetzt 4 Hits machen. Ich komme mit diesem Anfangsrhythmus nicht ganz gut klar. Naja, hier ist nur ein bisschen hergeschnitten. Es ist da ungefähr 5 Minuten langes Rechtfertigungsgewitter, das er da abgelassen hat, warum er jetzt gerade da den Tag verkackt. Vorher, wo er das Tutorial gespielt hat, da hat er
die besten Streaks gehabt und hier permanent Boost. Wir wissen alle, wie er Guitar Hero gespielt hat, also brauche ich euch da nichts erzählen. Und hier muss er noch mehr koordinieren. Kannst du komplett vergessen. Der Mann hat in seinem Leben noch nie ein Taktgefühl gehabt. Behauptet es aber hier, ich glaube, das kommt später, dass er so ein tolles Taktgefühl hat. Bullshit. Er läuft halt auf irgendwelche Viecher zu und fängt zum Schnetzeln an. Und wundert sich, warum das alles nicht hinhaut, obwohl der Takt, der jetzt hier läuft, hier vor allem in dem Tutorial halt relativ einfach ist, wa? Vorhin habe ich ein bisschen besser gespielt. Ich interessiere mich nicht mehr für das, was die anderen über mich erzählen. Sollen sie doch machen. Na gut, es hat mich nie groß interessiert. Nee, Rainer. Hat ihn nie groß interessiert. Deswegen hast du auch nicht schon 17 YouTube-Accounts vom Spiegellord wegmetteln lassen. Deswegen hast du damals auch nicht 12 Accounts von Oxor wegmetteln lassen. Schon 6 von Ani. Nee, interessiert ihn alles überhaupt nicht. Aber jetzt aktuell ist es noch weit weniger interessant als früher. Wenn wir 16 Funktionen haben, geht auch der Voice los. Also es wird auch gesungen. Alter, wie er halt 0 im Takt ist, aber 0. Ja, jetzt habe ich aber echt den Rhythmus gerade verloren. Jetzt hat er gerade den Rhythmus verloren. Das ist wie wenn die 65-jährige Puffmutter aus St. Pauli irgendwie von der Reeperbahn sagt, ja, jetzt habe ich gerade im Moment meine Unschuld verloren. Mist. War ich gerade so gut drin. Hä? Also jetzt bin ich gerade echt schlecht. Ja, ausnahmsweise, jetzt gerade. Ich muss mich jetzt erst daran gewöhnen. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Problem ist, ich achte gerade zu sehr auf die Musik. Merkt euch das. Das ist wichtig, was er gerade sagt. Das Problem ist, er achtet zu sehr auf die Musik. Verpeilt, ey. Ich achte gerade nur auf die Anzeige. Boah, ich bin so... Oh. Ich bin tot. Leute, es geht hier um das Game. Also, er hat dann mehrfach gesagt, innerhalb von ein paar Minuten so, ja, ich finde die Musik so geil und ich habe jetzt irgendwie nur auf die Musik geachtet und nicht aufs Zocken, deswegen war ich so schlecht. Dann hat er später gesagt, ja nee, das Spiel ist so geil und ich habe zu sehr aufs Spiel geachtet und nicht auf die Musik und deswegen habe ich es nicht geschafft. Irgendwas anderes ist immer dran schuld. Es liegt nicht daran, dass er halt einfach nichts kann und dass er kein Taktgefühl hat. Sag mal ehrlich, ein Mettler ist das schon zweimal nicht. Nee, es ist immer irgendwelche Ausreden. Es liegt hier dran, Zeug und so. Es geht hier nicht um meinen YouTube-Kanal, es geht nicht um meine Videos, es geht nicht um meine Streams, es geht nicht um meine Sachen, es geht um das Spiel, was wir gerade zocken. Jetzt hört halt mal auf, immer rumzumaulen und rumzudiskutieren und genießt halt einfach das Game. Ach, Rainer. Das ist auch wieder... Leute. Das ist der Grund, warum er keinen Laberstream machen wollte, glaube ich. Er wollte keinen Laberstream machen. Freilich, weil ihn die Leute ansprechen auf Rainer, was hast du jetzt da eigentlich in letzter Zeit alles für eine Scheiße gelabert? Deine Biografie-Podcasts sind ein einziger Lügensumpf, in den du dich irgendwie reingerendert hast und aus dem du nur mal rauskommst. Was offensichtlich alles gelogen ist, wo es dich also permanent widersprichst. Und dein Bumstuli-Blog ist widerlich und brechreizerregend und besorgniserregend. Und ja, davon wie er sich in diesen Jackie Leaks da schon wieder präsentiert hat, brauchen wir auch nicht davor reden, oder? Also permanent, also jedes noch so kleine Ding sofort dazu benutzen, um irgendwie auf irgendeine sexuelle Anspielung zu kommen. Anstrengend. Natürlich fragen ihn dann die Leute nach sowas.
Und dann, ich will das davon hier, das ist hier einfach mal hier Spiel und so. Meine Fresse nochmal. Ohne Scheiß. Warum müsst ihr denn immer rummaulen? Sehe ich nicht. Immer so Querulanten da, ey. Rainer, diese rummaulenden Querulanten bezahlen dir Geld. Die finanzieren deinen Lebensunterhalt. Da haben die alles Recht, dir ein paar Fragen zu stellen, vor allem bei dem, was du in letzter Zeit dir geleistet hast. Wieso sind die Geschichten im Blog so unfassbar verstörend? Das würde ich zum Beispiel auch gerne mal wissen. Ich will dazu sagen, ich habe mir auch dann die Tastatur und die Maus gewöhnt. Die Tastatur geht eigentlich, aber die Maus, ich bin noch nicht dran gewöhnt. Die ist so. Also vorher hat er sich zu sehr auf die Musik konzentriert, danach hat er sich zu sehr auf die Optik konzentriert, jetzt sind Maus und Tastatur schuld. Riesig. Hä? Als ob ich das verfehlt habe. Hä? Ich hab doch genau in den richtigen Takt getroffen. Nein, Rainer, hast du nicht. Irgendwie komme ich mit der Scrollgeschwindigkeit gar nicht richtig. Jetzt ist die Scrollgeschwindigkeit schuld. Empfindlich drauf. Ich muss mich mehr konzentrieren und weniger labern. Ja, wenn ich mich konzentriere, geht es definitiv einfacher. Boah, Rainer, Kelsey-Pries, wenn man sich auf irgendwas konzentriert, dann kommt man besser klar. Jetzt habe ich den Rhythmus komplett verloren, scheiße. Alter. Oh, warte mal, hier steht ein schöner Kommentar. Muss was loswerden, Drache, ich war immer auf deiner Seite, seit Jahren. Nicht wegen Mitleid oder sonstigem, sondern weil du dein Ding einfach durchziehst. Ich finde, du bist einfach geil drauf. Alter, was ist das für eine Scheiße? Ganz ehrlich, wenn das unironisch geschrieben ist, die Leute, die sind nicht mehr zu retten. Die müssen zurückgelassen werden. Ganz ehrlich, das ist, wenn das unironisch geschrieben wurde. Nee. Jetzt konzentriere ich mich wieder zu sehr auf die Musik. Und das umsetzen, sorry. Mitten im Spiel. Oh. Scheiße, jetzt bin ich der Taste verrutscht. Ach Mist. Okay. Mist. Alter. Ach Mist. Ach Mist, ach Scheiße. Er ist ein Profi-Gamer, gell? Also er macht das ja hauptberuflich. Aber und Hardcore-Metaler und Musikgenie. Musiker ist er auch, stimmt, Musiker. Er hat ja er hat diese kleine Note neben seinem. Okay. Das Tutorial machen wir jetzt, also für den Stream machen wir jetzt mal. Normalerweise würde ich jetzt neu anfangen. Wie gnädig, Rainer. Wie gnädig. Für den Stream machst du das jetzt mal. Schön. Wegen den Punkten. Wir haben im Übrigen vorhin auch dieses, wo er sich dann da aufgeregt hat, dass die Leute ihn da gefragt haben zu seinen YouTube-Videos, zu seinem Blog und sowas. Und so, ja, und wir. Das war so ein klassisches, haltet doch euer Maul. Und guckt mir zu und schmeißt mir das Geld ins Gesicht und lasst mich in Ruhe. So richtiger Fanservice. Mist. Das war's. Taktanschläge, Länge 14, das ist ziemlich schlecht. Im Takt geblieben, 62%. Ja gut, ich habe erst angefangen mit dem Spiel. 62 finde ich jetzt für den Anfang gar nicht schlecht. Zumal ich mich ja sehr viel auf das Spiel, auf den Song auch konzentriert habe. Ja, doch, schon ziemlich schlecht. Ist ziemlich schlecht. Mir der gefallen hat, das ist ja meine Musik. Auf jeden Fall finde ich das echt nicht schlecht, weil 62% Takt dafür, dass ich das erste Mal gespielt habe, finde ich, ist das absolut in Ordnung. Das ist jetzt ganz neu runtergeladen vor 20 Minuten. Dann mal kurz gestartet und mal kurz reingeschaut. Also ich finde 62% im Takt dafür, dass ich das noch nie gespielt habe und den Song auch nicht kannte, finde ich das eigentlich ist okay. Großartiger Schnitt. Danke, Ranger. Danke. Oh, schaut mal, ich bin weltweit Platz 118.317. Erstens sind es 377, du Dulli. Und zweitens ist es, wenn das Spiel noch
in der Beta ist und noch nicht so viele Leute gespielt haben, wahrscheinlich nicht so besonders gut. Ich weiß nicht, wahrscheinlich von 119.000 oder so, 120.000. Aber das auf dem ersten Versuch, oder? Ist doch okay. Nee, ist es nicht rein. Also ich hole mir das Spiel auf jeden Fall, weil ich habe da voll Bock drauf. Ist aber wie gesagt noch die Demo aktuell. Wie öfter man den Namen hört, desto merkwürdiger klingt es. Hört es. Welchen Namen? Fetisch. Achso. Ja, was habt ihr denn jetzt mit Fetisch? Wir sind hier nicht im Blog, sondern wir sind hier auf dem Ding. Jetzt hat er wieder sich angegriffen gefühlt, weil er der Meinung war, dass die Leute ihn auf seine Fetisch-Geschichten da angesprochen haben. Und er hat halt nicht mal gecheckt. Er hat sich für dieses Video auch für diesen Stream null vorbereitet. Er hat nicht mal gecheckt, dass halt der Name von dem Charakter Fetch ist. Ja, ich finde jetzt, man könnte so einem Charakter auch einen besseren Namen geben, aber er liest Fetisch und denkt sich, oh, die wollen mir schon wieder auf den Sack gehen. Dabei unterhalten sich die Leute nur. Was er mitkriegen würde, wenn er mal ab und zu diesen scheiß Chat lesen würde. Was ja der Sinn von so einem Stream ist, oder? Der Sinn von so einem Stream, Rainer denkt, der Sinn von so einem Stream ist, er zockt und andere Leute bewerfen ihn währenddessen mit Geld. Dass der Sinn von so einem Stream Interaktion mit dem Publikum ist, mit der Community, das begreift der nicht. Das Interaktive ist das, was so ein Stream besonders macht. Und das ist der Grund, warum Leute wie Unge Häuser auf Madeira haben und Rainer bei Marien im Keller wohnt. Ach, sag mal, wenn man einmal kurz raus ist, ne? Muss mich mehr auf den Takt vom Spiel, von der Song konzentrieren. Und nicht so auf die Optik. Jetzt, vorhin hat er sich zu sehr auf die Musik konzentriert. Jetzt konzentriert er sich zu sehr auf die Optik. Wie gesagt, die Ausreden sind mannigfaltig. Alter. Allah! Hä? Die ganze auf die Pfoten. Ach Mist. Ach Mist. Eine Sekunde, ich muss mich kurz kratzen. Ja, Rainer, die Info Alter, ist sehr wie bin ich wichtig. jetzt draufgegangen? Das ist einfach nur geil. Ah, hier seht ihr, das ist das, was ich mir gedacht habe. Die Taktgeschwindigkeit, der getroffene Takt ist auf jetzt 71. Ich habe mich um über 10%, oder was hatte ich vorhin, 61? Ich habe mich um 10% verbessert. Aber das liegt halt auch daran, dass ich einfach natürlich jetzt den Song schon ein bisschen besser kannte. Liken wäre cool, ja. Da sieht man gut, dass es wirklich darum geht. Also Taktgefühl hatte ich ja schon immer ganz gut eigentlich. Hier ist halt das Problem, was sich hier zeigt, ist, dass ich das ADS habe, also meine Aufmerksamkeitsdefizit. Ne? Ja, Rainer, genau. Du hast ADHS. Für alle Leute, die sich denken, mei, der arme Mann hat ADS. Das ADHS hat er sich selber diagnostiziert und ist am Arsch. Ja. Und es ist halt auch eine von seinen Standardausreden. Ich bin überhaupt nicht hageldumm, ich habe ADHS. Nein, Rainer. ADHS ist nicht eine Ausrede für gnadenlose Unfähigkeit. Ist es nicht. Und schon selber nicht, wenn du es dir selber diagnostiziert hast. Also, hier, lass mal die Kirche im Dorf und den Oger bei Marion im Keller. Meine Aufmerksamkeitsstörung. Wenn zu viel auf dem Bildschirm los ist, dann verliere ich das Taktgefühl, weil ich mich auf 1000 verschiedene Sachen konzentriere und dadurch verliere ich dann wieder den Takt. Aber ich habe hier... Rainer, nein, du kannst dich halt auf gar nichts konzentrieren. Und das liegt nicht an einem ADHS, dass du zu viel auf einmal irgendwie machst, sondern einfach, dass dein Gehirn zu langsam ist. Rainer, dein Gehirn ist ein Trabi, der nicht auf allen Zylindern läuft. Und mit der Tatsache musst du jetzt mal irgendwann abfinden. Hier mein Taktgefühl auf jeden Fall schon höher gehabt, weil ich mich viel besser konzentriert habe. Weil ich jetzt auch schon in den ersten, war das 62, also knapp 10% habe ich mich verbessert. Ist deutlich besser auf jeden Fall, finde ich. Ja, allerdings habe ich diesmal nur einen Kopfschuss erwischt, habe aber auch ehrlich gesagt gar nicht auf den Kopf geachtet. Habe ich aber vorhin auch nicht, weil ich normalerweise immer auf den Kopf schieße. Also bei Shootern. Er schießt immer auf den Kopf. Immer. Ausnahmslos. Automatisch. Rainer ist... gegen den braucht ihr Shooter überhaupt nicht. Da habt ihr gar keine Chance. Ich bin jetzt auf Platz 98.000 und vorher waren wir ja irgendwo auf 30.000 oder so. Das ist weltweit, ja, ne?
weltweit. Also ich bin weltweit auf Platz 38.000, 98. Was ist denn das auch wieder für ein Name? Kekssucht. Ein Keks, ein Hamster, der süchtig nach Keksen ist, oder was will er an? 90.148 und nicht schlecht. Gut, Leute, dann danke ich euch fürs Zuschauen an der Stelle. Ja, na gut. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Stream wieder. Bis dahin, euer Drache. Haut rein. Und tschüss. Ja, das war jetzt die komprimierte Version beim Ranger. Ein paar Sachen finde ich noch lustig zu erwähnen. Beim einen Ding hat er da hat er so einen freudschen Versprecher gehabt. Das ist auch geil. Da hat er dann irgendwie von der Schusswaffe wieder aufs Schwert gewechselt. Und man so, ja, ich nehme jetzt das Schwert, weil das ist einfacher. Ich meine, das ist, weil ich das viel geiler finde. Das hat viel mehr Stil, so die voll geil sind mit dem Schwert und so. Das ist kurz die Wahrheit durchgekommen. Hier, der große Shooter-Experte. Und dann hat er zwischendurch und am Ende, glaube ich, noch ein bisschen Werbung für seinen Blog gemacht. Dass der jetzt da beim Ranger rausgeschnitten ist, kann ich jetzt nachvollziehen. Ja, dem will man ja generell eigentlich nicht noch mehr Bühne geben. Dazu muss man aber sagen, er hat dann auch gesagt, ja, hier Mittwoch, da müsste er dann heute noch hier von Black Rose auch noch ein neuer Blog kommen und so. Jetzt muss man dazu sagen, Black Rose und noch ein anderer irgendwas Freak sind weitere Accounts von Rainer. Rainer hat praktisch auf dieser Plattform, wo er da seine Blogs rauspimmelt, mehrere Accounts. Und verteidigt sich dann unter den Accounts mit seinen, unter den Posts mit seinen anderen Accounts. Das eine ist Black Rose und haut dann natürlich von denen dann auch selber noch Posts raus. Das eine ist Black Rose und das andere ist irgendwas Freak. Damit das so aussieht, als gäbe es auf der Plattform Leute, die das gut finden, was er da tut und die ihn da verteidigen und die ihm da Recht geben und die das den Leuten erklären, wie das so ist. Ja. Und weil er da auch irgendwie was von BDSM und sowas gelabert hat. Zu dem Thema, ich müsste unten verlinkt haben, theoretisch. Guckt da mal in der Hate Cloud vorbei. Die liebe Annette Mulle und Lamelle, die machen da so ein bisschen Podcasts. Unter anderem jetzt auch zu diesem Thema diese Woche. Und das ist sehr unterhaltsam, vor allem weil sie sich auf der Hate Cloud nicht so zurückhalten müssen, weil sie keine Angst haben müssen, dass ihr Kanal weggemettelt wird. Und da sprechen sie ein bisschen frei von der Leber weg. Es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß, dazu zu hören. Und das kann ich euch nur empfehlen. In diesem Sinne, sage ich, sind wir auch schon wieder durch. Und dann will ich sagen, tut nicht, was Rainer tut. Und Metal off.